Herzlich willkommen bei der Juli-Sendung von ADR Tele, die, wie keine Dänisch das sind, nicht am Fokus von der Covid-Krise steht. An heute habt Titeln von dieser Sendung. Die Bürger schlecht gewisse Männer also verstärkt an ihre Grundfreiheiten einschränken, da das aus dem Premier Büttel signeriert zur Coronavirus-Situation vom Land auf Viergang, da der aus dagegen für das Konzept von mündischen Bürger refusiert alle neue Restriktionen am Privatbereich. Die flächendeckend Covid-19-Tester drohen dazu bei, dass viel mehr Leute am Land positiv auf den Virus getestet gehen. Sie waren daran erinnert, dass das Tester de facto nicht ganz fiabel sind und dass die grosse Majorität von den Infizierten überhaupt keine Symptome hat. Kein Grund zur Panik also. Wenn der Corona-Krise aus der Jugendschulmensch am Land dramatisch geklommen, von 4 junge Leute am Land hat keinen Schaff. Am Interview eng betroffen junge Frau. Maskepflicht an Aufstandsregeln sollen lo daheim bei mehr wie 20 Personen obligatorisch gehen. An einem Verstoß, der Fall gesagt, mit bis zu 500 € bestraft gehen. Die Rekommendationen am privaten Bereich sollen damit durch neue Restriktionen ersetzt gehen. Die Verhältnismäßigkeit in Relation mit der Gravität vom Coronavirus stimmt nicht. Das hat der Staatsrat als wie zum 4. Corona-Gesetz festgehalten, also den obligatorischen Einschränkungen am Privatbereich opposiert. Die Regierung hat darauf die Restriktionen müssen zurückziehen. Und das soll auch so bleiben. Fordern neben der ADR auch so manche Bürger am Land. Wie stehen eigentlich die Leute zu neuen möglichen Restriktionen daheim, wenn es dem Coronavirus oder auch der Maskepflicht müssen die Leute hier im Staat der Markt wohl befragt? Das aber gut geht los und, ja. Also privat keine Restriktionen? Nee, ich ging das nicht machen an höherer Platz. Am privaten Bereich so nicht ganz ehrlich, ja? Wenn ich eine Party mache mit 10 Leuten oder 16 Leuten, wie kann das kontrollieren, wenn ich meinen Bruder oder meine Familie oder meine Kinder rufen? Wie kann das kontrollieren? Und ich meine, auf meinem Terrain sind nicht immer mehr. Auch da draußen gesehen ich Sachen so auf den Dächern, wenn ich muss da sitzen, Tisch Maske auf. Aber wenn ich aufstehe, die Toilette muss ich Maske abziehen. Ich freue mich, was da sind dabei ist, so, ne? Aber ich so ganz ehrlich, im privaten Bereich, du hast keine mehr etwas zu sagen. Ob ich mit 18 daheim reden oder mit 21, aber wenn die Polizei und dir kennt, ich gebe keine los. Ne? Auch von, also, privat ist privat, du hast keine mehr etwas zu sagen. Aber mit der Familie da kann ich ja nicht viel Distanz. Also ich meine, sind sie aber mal gerne zusammen und kontrolliert. Aber das ist immer das ist ganz gut, ja? Kontrolliert. Wie gesagt, von allen Menschen und allen ein bisschen hält, da ist nicht kein Problem. Am Prinzip ist es immer schwierig für engem seine persönliche Freiheiten anzuschränken. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Das fand ich auch nicht gut. Nee, ich fand das ja. Also, Vertrauen muss schon an die Bürger kommen, ne? Vertrauen. Ne? Also ich meine, es gibt so eine Majorität, die passt schon noch. Das ist keine Restriktionen neuer von der Regierung. Nee. Ja, an einem Krieg, da gehen wir ja auch bombardiert. An der Teil sind ungefähr chemische Krieg. Also wir müssen uns drin halten, für das wir nicht drin erfahren. Aber nehmen sich nicht drin erhält. Aber ja, für was muss ich das nicht? Und den Dummen, den Masken und den anderen nicht. An der Chambre hat der Premier Xavier Bettel als engeriert zur Lage von der Corona-Situation darüber gepocht, für die Leute böse Fanger zu weisen, was sie sich nicht und Regeln halten. Es gibt nicht mehr Sicherheit daheim wie draußen, wenn sie sich nicht und Regeln hält. Weil das die Situationen, die derapieren, sind die, wo ich noch einher mengt, dass die Regeln für die anderen sind und nicht mehr für sich selber. Das ist essentiell, dass sich und Regeln gehalten wird. Das gilt auch für den Alltag. Tun du von einer Maske gehört hat zu unserem Alltag. Dass wir Distanz nicht können erhalten. Am öffentlichen Transport will ich wiederholen, dass Masken obligatorisch sind. Dass am Kommerz Masken obligatorisch sind. Den Herr Bettel hat sich wiederholt, was an den letzten Monaten geschieht ist. Wir haben aber etwas gesagt, was wichtig ist, und das ist, dass die Regierung hat hier gesagt, nicht will das ganze Land bestrafen, weil ein paar Einzelne sich nicht und Regeln halten. Aber leider ist aber genau das, was die Regierung möchte. Wir wissen, dass die paar Gruppen am Land sich leider unvorsichtig verhalten im Kontext von der Covid-Krise. Und lo geht es so, dass das neue Gesetz die Regierung will präsentieren, aber immer ein Angriff an die Privatsphäre der Leute ist.
Das geht zu weit. Wir als ADR, wir müssen verdedigen, dass Leute privat herhalen, dass der Staat nicht alles auch bei den Leuten daheim will dirigieren. Das geht in einer akuter Situation, das geht aber nur wirklich definitiv nicht mehr. Aber wir müssen hoffen, dass doch der Staatsrat das gesagt und sich dagegen wird, dass die Regierung weiter will an Privatleben von den Leuten angreifen. Mit viel Tamtam war vom Direkt vom Staatsminister über die Corona-Krise angekündigt gehen. Die Erwartungen waren groß, und so groß wie die Erwartungen waren, so groß als wohl die Enttäuschung, weil der Staatsminister praktisch nichts Neues an der 3-4 Stunden, wo geschwart wird, gesagt. Es war eine Aufzählung von dem, was geschieht ist, mit kein Resultat, keine Perspektiven, die präsentiert werden. Jeder kann sich daran erinnern, wie die Krise zugegangen ist, hat sowohl der Staatsminister wie der Finanzminister gesagt, dass die Finanzen gesund wären. Die Finanzen dürfen keine Rolle spielen, es kann kosten, was es will, wir machen das. Wir als ADR haben von Anfang an gesagt, ja, wir müssen das Geld zur Verfügung stellen, was wir brauchen, um durch die Krise zu kommen, für auch die Ökonomie zu relancieren. Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Staatsfinanzen nicht gesund wären. Und dann haben sowohl der Staatsminister wie der Pierre Gramegna den Mund viel zu viel vollgeholt, wenn sie das gesagt haben. Und dann halt paar Monate noch stellen wir das schon fest. Ich meine, der Staat ist in der Zwischenzeit schon 2,5 Milliarden Löhne gegangen, die sich schon fort. Das Staatsbudget war nur in den 4 ersten Monaten 3,3 Milliarden für dieses Jahr schon am Defizit. Und am Juni hat der Staat sogar einen Linde Kredit abholen von 350 Millionen für über 6 Monate, wie wir hat können, die Staatsbeamten Gehälter an Pensionen auszubezahlen. Das beweist, dass Staatsfinanzen nicht gesund sind. Es sind keine Liquiditäten mehr da. Und wir werden uns das Jahr massiv weiter verschulden, sodass wir am Ende des Jahres bei 30% oder liegt vielleicht sogar über 30% vom Bruttoinlandsprodukt liegen. Und das hat Konsequenzen auf den AAA von unserem Land, wenn es über 30% Schulden hat als Staat, als das eben die Kriterien den Rating Agencies mit berücksichtigen. Weil Lützeburg soll sein AAA verlieren, als das ganz schlecht ist Finanzplatz und dann aber dummer dafür die Kompetitivität von unserem Land. Die Regierung muss also Maßnahmen holen, für die Schulden zu kontrollieren. An der Hinsicht war der zentrale, wichtige Punkt, dass das Land in der Bitte haut nicht gesagt, dass ein Graf Lakün gewesen. Wenns solide Bedenken an Sachen Datenschutz an noch dem Schutz vun der Privatsphäre bleibt ADR resolut géint d'Affairen vun enger sogenannten Tracing-App. E méigschen Skandal ass dann, dat CSV-Deputéiert Vivian Reding méigerweis Lobbyerbecht fir eng Firma mischt, die so eng App entwickelt huet. Schon 2009 hat der ADR an ihrem Weltprogramm festgehalten, die ADR spricht sich gegen den totalen Überwachungsstaat aus, sowie die Anhäufung von biometrischen Daten, gegen Online-Überwachung, gegen Speicherung von Daten und so weiter. Der Wert der Privatsphäre muss wieder als höchstes Gut geachtet werden. Dazu stimme ich auch hautnach, auch am Kontext von Corona zu 100%. Der honorable Kollegin Vivian Reding will ich freien um Benjamin Franklin soen, den Freiheit opgett für Sicherheit oder in diesem Fall Gefehl für Sicherheit, die verleiert ein beides. Wir sind also erschreckt über die Verwirrung mit der Hai als Kollege von der CSV, die von so einer App verdedigen. Vielleicht als dem Fakt geschuldet, dass Madame Reding Members am Verwaltungsrat von AquaG wird, die für kurzem eine Firma abgekauft hat, Innovelan, die ihrerseits E-Health Software developiert. Und ich will haut nicht an der Haut, sie leider sitzen sie nicht da, vom Gilles Roth und vom Laurent Moser, die sich hier an diesem Haus verwendet, mit größtem Ersetzen, für den Respekt von Datenschutz. Wie müssen die sich haut fehlen bei dieser Präsentation? Sie alle sonnigen Premierminister, merci. Mir haut hun ich hart am deutlich Trebien gesucht, zu singen kritischere Marken über das App, die ich zu 100% teilen. Den Trebien kommt aus ganzem Herz. Es ist froh, dass sich Heinz bei der DP nach guten, stärker Recht vor liberalem Geist weist. Und ich so nicht ganz einfach, merci.
Der 17.4. Herr Bëtte, der 17.4. huet mein Freund Fernand Karteiser hai eng Motion präsentiert, die aber leider Gottes mat van Beschrichterinnen ja 53 gegen 6 Stimmen aufgeschmettert gouf, also auch von Ehren DP-Deputiert, wat man wirklich schlecht gedoen huet, an der mir klipp erklärt die EU-Kommission opgefordert hun, all Initiativ a Richtung von einer Tracing opzugehen. Es geht eis um den Schutz vor Privatsphäre, der Respekt vor Bewegungs- und Versammlungsfreiheit, vor Konfidentialität auch. Weil geht kein U wie bei mir daheim ist. Der Respekt vom Sekret medikal, nicht Stigmatisierung an Diskriminierung von kranken Leid. Für uns also ein App ein klarer Schritt an einen totalitären Überwachungsstaat, den wir nicht matt mehr. Ich bin eng froh und den Xavier Bëtte, wegen sie dir Gefahr, wenn so ein App angefordert geben, durch Hacking, sie wird durch Firmenstaaten oder sie wird durch Firmen, die kommerziell Interessen haben. Mehr als ADR jedenfalls werden als vehement mit allen als zur Verfügung stehenden Mitteln gegen so eine App wehren. Wie der Kollege Guy Arendt ganz richtig gesagt wird, sind an Deutschland nicht einmal 20% von den Bürger, die so eine Spionage-App benutzen. Am Hai riskieren wir genau dieselbe Effekt pervers wie den von dem am Mengen nach immer unsägliche Gesetz über Zwangserweisung und Zwangsquarantäne. Nämlich, weil ich riskiere, dass meine Freunde und meine Familie so eine Mesure müssen erleiden, lassen ich mich nicht testen. Ich habe das hier angekündigt, an die Realität gibt mir recht, genau da wenn's sind so wenig Leute, die sich testen lassen, in fine. Und hier ist genau dasselbe, die App hier wird von einer Majorität von Leuten, weil die Majorität vom Volk sie kein Schof, nicht benutzt gehen, aber mir als RDR rufen, wenn das nötig ist, zum Boykott von so einer Sache. Ist so nicht mehr. Die flächendeckend Tester hunn hai am Land zo gefauerert, dat sech die lächt wochen viel mehr Leute op de COVID-19 testelose wie fir Drun, do man der klemmt logischerweise auch 12 vun de positiv Infizierten. Op RTL gëtt dat reiserech durchgestalt, an 3 Wochen huet sich 12 vun den Infektionen am Land verzengfacht. Die Großmajoritéit vun der huet awer keng bis weinech Symptomer. Iwerdems den deitsche Gesundheitsminister Jens Spahn rezent doch nach Drun erinnert huet, dat et ein gräser Fehlercode bei den PCR-Tester gëtt, huet ihn an dieser Sache von der Regierung wenig bis gut nicht hören. Hier im Land schenkt die Regierung am Anfang die Situation lieber zu dramatisieren. Oder, das fragen wir nur den ADR-Präsident Jean Schoss. Ja, das ist effektiv so, dass wir im Moment hier im Land ganz viele PCR-Tester machen. Wir haben, wenn wir Zahlen gucken, am Schnitt bald 10.000 Tester im Tag. Logisch, dass wir dann noch mehr positiver fahren. Dazu können dass man in der letzter Zeit ein paar Evenementer hatten, wo anscheinend sich viele Leute umgestacht haben. Die Leute sind natürlich auch kontaktiert gehen, und die Leute sind auch wahrscheinlich dünner getestet gehen. Und die Logik will, dass ich dann automatisch nur gehen, was andere Länder nicht so machen und noch nicht so tun. Aufgesehen davon haben wir auch das Problem hier am Land, dass als Zahlen nicht ganz am Detail publiziert gehen. An andere Länder kann ich klar nachvollziehen, Erwartungen Regionen oder sogar Erwartungen Städte so Clusteren ausbrechen. Hier zu Lützeburg geht ganz das Land an eine Art Schutzhaft von der Regierung geholt, für dann einen gewissen Druck auszuüben. Ja, du hast auch ersichtlich an den Statistiken Leute mit Symptomen an ohne Symptome zum Teil, was wir auch nicht tun. Nein, also zumindest aus dem Publikum keine Statistik bekannt, wo ihr gesagt, ob die Leute, die 50 dann zum Beispiel positiv getestet Leute mit Symptomen positiv getestet sind oder ob sie nicht mehr getestet sind und als Träger vom Virus positiv abgefallen sind. Auch das macht den großen Unterschied. Ja, bei den Tester schenkt die Regierung ein bisschen chaotisch viel zu gehen, auch was die Invitationen angeht. Schätze doch zum von den medizinischen Berufen. Also, das ist relativ auffällig, dass gesagt wird, dass die medizinischen Berufe mit DAX regelmäßig kontrolliert gehen. Da fällt es aber auf, dass es an diesen Berufen Leute gibt, die bis heute noch nicht gerufen sind. Und umgekehrt gibt es Leute,
die schon 3-mal gerufen gesehen, es gibt Leute, die hatten die erste Invitation knapp skript und haben sie die nächste schon noch geschickt gekriegt, sodass sie am Endeffekt denselben Tag hätten sich mal 2 verschiedene Quoten 2-mal testen lassen können. Also du also auch nicht ganz verständlich, und du wird vielleicht interessant, wenn das Gesundheitsministerium engem Dummel sei Schlüssel oplege ging, no watfänger Logik an op watfäng Adressfichier zu moll, die Leiit do erfasst gi, weil ich den Andruck, dass ein ganz Reihe Leiit gönnet erfasst gesinn, an die do weint auch einfach durch all Rastere durchfahren. An der Reihe Merci. Wir kommen Schwarzen Wolle noch ein anderes wichtiges Thema und zwar die tausende fehlerhaften Atemschutzmasken, die Ugangs Juli aus den nationalen Covid-Zentren müssen zurückgezogen. Du hat der schon am April die Regierung via parlamentarisch aufmerksam gemacht, dass das Schnellwarnsystem vom europäischen Verbraucherschutz für mangelhafte Masken aus China gewarnt hat, die auch plötzlich geliefert gesehen. Die Regierung hat nicht, ob der gelauscht hat, dann hat ein Wischiwaschi einfach so aufgeliefert. Hat die Regierung nicht mal besser, es gibt mehr, ob der lauscht. Das sowieso, das kann ich als Parteipräsident nicht mehr unterstützen, aber los seriös. Das ist ganz klar, es mussten in ganz kurzer Zeit für die ganze Welt ganz viel Maske beschafft gehen. Und das natürlich auch immer Geschäftemacher sich drauf setzen, ob den Zug an damit schlechter Qualität oder sogar mit mangelhafter Qualität etwas versichern, ob überhützten an deine Masche zu bringen, das wäre ganz klar. Und es bleibt natürlich an der Obligation von einer verantwortungsvollen Regierung, das, was sie verdient, für drun, aber von einem unabhängigen Institut kontrollieren zu lassen, ob die Normen auch erfüllt gehen, die bei uns auf der Küste abgedrückt sind, weil wir wissen selber, wie einfach das Plagiat zu machen, die bei weitem dem nicht entspricht. Und an der anderen Maskepflicht schon doch weiter der Wirtschaft am Land. Die Leute gehen einfach Männer abkaufen, Männer an den Restaurant. Müsste einfach auch mal definiert gehen, ob das obligatorisch Drohen von den Masken überhaupt noch sinnvoll ist. Also, das ist ein ganz schwerer Frage. Ich denke, da gibt ganz viele Experten, die verschiedenster Meinung dazu sind. Was ganz klar ist, an Deutschland basiert den sich zum größten Teil auf eine Etude, die zu Jena gemäht ging, als ein März, Ugangs April. Das heißt, just an der Fastfood die Infektion explodiert das, wo sie nur gewiesen haben, dass Drohe von der Masken an der Dauerphase effektiv eine Reduktion von 25% von den Infektionszahlen bietet im Vergleich zu anderen vergleichbaren Städten. Und das ist aber die einzige Etude, die eigentlich positiv dafür schwätzt. Wenn man guckt, mir ganz Länder wie Holland zum Beispiel, was ja mal da ist, dann Benelux ist, die überhaupt keine Maskepflicht tun, an hier Zahlen gehen nicht am Verhältnis wie hier zu Lützeburg entlohnt. Das ist rein statistisch auf 100.000 Einwohner gerechnet. Und wir trotz einer Maskenpflicht im Moment mehr Neuinfektionen wie Holland ohne Maskenpflicht. Und wenn er an Holland geht, da sieht er, dass du aber gesellschaftlich-soziales Leben deutlich mehr ablehnt, wie es zum Beispiel hier stattfindet oder auch wie es in Deutschland stattfindet. Froh ist, ob man mit der Maskenpflicht insgesamt nicht langfristig mehr schützen, wie man Gutes machen. Aber wie gesagt, da sind Experten sich ja insgesamt europaweit, wenn nicht sogar weltweit, nicht eins, wartet für Sinn auf den Zweck nicht. André, merci dem Dr. Jean Schoß für all diese Explikationen. An Osteuropa sind Regierungen zum Teil ganz unterschiedlich mit der Covid-19-Krise umgegangen. Und noch anders wie hier am Land. Da tut der Lützeburger Staatsbürger live miterlebt, die war die letzten Monate an einer ganzen Reihe von diesen Ländern NRW und hat auch da müssen in Quarantäne gehen. Und da begrüßen ich den David Gavlik, den Jurist ist, an den mit Auto NRW war. Das war ja spannend. Was hast du alles erlebt? Effektiv, also Polen hatten hier grenzdicht gemacht an Hunden polnische Staatsbürger los. Das heißt, ausländische Bürger, die sogar wollten transitieren, wie zum Beispiel die Ukrainer von Deutschland rüber in die Ukraine, die konnten nicht durchfahren. Weil ich dann eine Doppelnationalität und konnte das dann aber machen. Und schon dann mussten, wie ich über Polen war, 14 Tage in Quarantäne gehen. Und das war relativ restriktiv gehandelt. Das heißt, du musst dann auf der Proprietät, die in Uget, wo dann die 14 Tage bleibt, du musst effektiv bleiben, der wenn sein Fuß nicht auf die öffentliche Straße setzen, der will nicht zum Beispiel Drecksgestopp auf den Trottoir rausbringen.
an die Polizei ist effektiv alldach Landcht kommt, für das zu kontrollieren. Sie sind sogar auf dem Tag 14 nach ein Schalle kommen, für zu gucken, ob es tatsächlich dann daheim wir an die Quarantäne respektieren. Das ist an Albanien erlebt. Ja, Albanien, das war noch eine Nummer mehr heiß eigentlich. Ich war da dann auch sur Platz mit dem Auto, wie der Lockdown angefangen hat. An Albanien haben sie das dann so gemacht am Anfang, dass sie den ganzen Trafik supprimiert haben. Das muss ich sich mal vorstellen. Das heißt, es gibt keinen öffentlichen Transport, aber es gibt auch keinen Privattransport. Das heißt, sie haben dann einfach gesagt, es darf nicht Auto fahren. An Straße waren dann effektiv Eiden, wo außerhalb natürlich Doktoren, Leute, die am Staatsdienst waren, die hatten dann natürlich Spezialautorisationen. Aber wie ich dann durch sur Platz war, und ich dann müssten effektiv dann auf Polizeibüros laufen mit Spezialautorisationen aufrufen, für dürfen aus dem Land rauszufahren. Ich sind dann wirklich durch Eidelstraße gefahren. Okay, erstaunlich, dass ja am Anfang dass es war mehr restriktiv wie heute. Ich meine, das ist klar, du weißt auch, was ein bisschen heute zu Lützburg gelaufen ist. Los stellt sich aber raus, nur unsere Restriktionen, bei alle guten abgehoben, keine Maskenpflicht, kein Social Distancing. Kannst du das da sagen? Genau, das ist ganz interessant, wie das in Albanien aufgelaufen ist von ganz restriktiven Mesuren, die 2, bald 3 Monate gedauert haben, bis auf völlig Reouverture vom Land. Ich war nur rezent da, sind für Polisch rumgekommen. Und das Land funktioniert wirklich ganz normal, so wie vor der Corona-Krise. Das heißt, die Leute sind an Restaurants, an den Baren ohne Masken. Es gesagt, ob der Straße bald kein mit Masken laufen, vielleicht vereinzelt Leute, die das persönlich im Schwur machen. Aber das ist wirklich wie viel tun. Und was interessant ist, vielleicht auf dem Punkt zu sagen, ist, dass die albanische Regierung noch einer gewisser Zeit, wie sie am Lockdown dann, aber auch die Sanktionen immens restriktiv waren, das heißt, auch den drakonischen Strafen oberlöscht, Leute, die ohne Autorisation mit dem Auto gefahren sind, konnten den Führerschein für 3 Monate aufgeholt, ein Auto konfiskiert. Und irgendwann hat die albanische Regierung gesagt, wir machen nur eine Generalamnestie an all die Leute, die bisher penalisiert, sanktioniert wurden, kriegen entweder hier Strafe entlos, wenn sie noch nicht bezahlt haben, oder sie kriegen hier Suen, respektive ihren Auto zurück. Schiedverein. Und ich meine, das ist auch wichtig an dem Sinn, dass die Mesuren dafür gegolten, für die Gesellschaft an einer gewissen Sinn zu disziplinieren. Die Mesuren sollen ja nicht an dem Sinn da sind, dass der Staat hier seine Bürger beklaut. Und nur 3 Monate hat die albanische Regierung dann effektiv gesagt, wir haben uns Leute lang genug educated, lo müssen sie ihre Responsabilität selber holen. Und interessant ist ja auch, dass so wie immer das gefragt wird von der Regierung, auch im Fall, wenn alles normal läuft, 12 von den positiv Infizierten aber nicht explodiert, das einerseits und zweitens auch von denen ganz viele Leute, wo auch in Polen ist, da läuft, von denen, die positiv getestet sind, am Anfang ganz wenig Leute wirklich Symptome haben. Eine Majorität statistisch erfährst auch in Polen, du kannst es als vielleicht selbst drüber erzählen. Also ich kann da nur nicht präzise sagen, wie die Situation an den Ländern, an den Kliniken ausgesehen, weil ich eben das nicht gesehen habe. In der Region, wo du warst. Voilà, aber was mir aber aufgefallen ist an den 2 Ländern, ist, dass die Gesellschaft ganz normal funktioniert. Und ich kann auch persönlich an keinem von den 2 Ländern, den irgendwie infiziert ist. Und was auch interessant ist, ist die Region, wo ich war, Polen, das ist die Region von Südpolen, Katowice, Schlesien an den dat. Und da waren viele Minenarbeiter, die positiv getestet wurden. Davon, das muss ich sich mal vorstellen, waren aber über 80% asymptomatisch. Asymptomatisch, das heißt, gar keine Symptome gewesen, auch kein Schnapp, kein Kribbeln am Hals. Und du musst ihn dann auch natürlich am Respekt von den Leuten, die natürlich schon der Krankheit mehr schwer erkrankt sind, sie auch Leute, die drunter oder mit dem Virus gestorben sind, muss er sich aber auch vorstellen, ob es vielleicht doch nicht ein gewisser politische Willen haben und für aber die Leute weiter wollen Panik zu verbreiten. Weil einfach auch muss ich sich vorstellen, auch vielleicht über die Qualität von den Tester. Wie sind die Tester wirklich dann so repräsentativ, weil Leute permanent positiv getestet sind, die gar keine Symptome haben? André, ist so eine Merci für die Explikationen. Also, und ja, auch für uns, merci.
De Jugendchômage vun de 16 bis 25-jährigen Hai am Land ass am Frio explodéiert an ass op 25% opgangen. Laut Eurostat huet Lützeburg no Spurien a Griechenland den hechten To beim Jugendchômage an Europa. DDR fordert d' Regierung op, fir den akute Chômageproblem bei den Jonken endlech entgéint ze wirken. An no proposeere mégen Interview vun der Adrenalin der Jonke ADR, wo eng betraffe Jungfrau Stellung hëlt. Willkommen hier im Studio. Mein Name ist Kevin. Wir sind von der Junke ADR. Wir machen ein Interview mit Xenia. Xenia, du bist seit einer geraumer Zeit nur in einer sicheren Arbeit. Ja, richtig. Leider bist du ja am Chômage. Ich gehe mal davon aus, dass du während der ganzen Corona-Krise auf Arbeit sicher warst. Was war das dann nicht möglich? Es war möglich, es war schwer. Viele Patronen haben nicht auf Kandidaturen geantwortet. Dadam huet net geantwort, wann en Problem wo eng froh hat. Et war net so ganz evident. Wie dat net perélech kon gesinn de Patron huet dat an west iwwer Videokonferenz geklappt? Bei verschiedene Patronen hat het geklappt mat Videokonferenz, die hatten dat den Ugeburden als provisorisch Lesung. Aber es hat Gott sei Dank d'Equipement an Programmer. Ich kann mir vorstellen, dass dat fir Munschleut net so machbar war. Was war dann die Mann gute Experience, die du bei der ganzen Sache gemacht hast? Meine Mann gute Experience war echt dat, dass es nicht machbar war, um zuständig Leute zu kommen, zum Beispiel von der Adam, von den Obemol Modkrit, dass ein Kontrakt geschrieben ist, den eigentlich nicht unterschrieben gouf oder vom Patron gewusst gouf. Und ja, wie soll ich so, wenn ihn noch so jung ist, dann weiß ihn oft nicht, wie in so Situationen soll richtig reagieren. Und als das ihn dann ein bisschen verloren. Was hältst du dann nicht von der ganzen, von der enormen 12 von Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen? Also wenn ich bedenke, wir sind ja mittlerweile bei 25% von der jugendlichen Arbeitslosigkeit. Wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel Griechenland oder Spanien, die im Moment auf Top 1 und 2 sind, fand ich eigentlich immens schockierend, da wir bei weitem bessere Wirtschaft haben. Da fand ich das ein bisschen traurig. Meine letzte Frage dann, wie gesagt, dann nur den Ablockerungen aus? Wird sich die ganze Sache verbessert? Es hat sich verbessert. Es sind noch definitiv viele Sachen, die sich noch bessern können. Ich denke, dass bei jeder Vereinigung noch ein bisschen Chaos und noch nicht richtig gewusst, wie alles soll weitergehen. Aber ich denke, das könnte schon. Gut. Sondern merci für das Interview. Merci, dass du hier warst. Und ich wünsche dir für die Zukunft natürlich auch viel Glück und viel Erfolg. Merci gleichfalls. Nief dem öffentlichen Transport ass jo den Adapto gratis ginn. Elere Leider Personen mat enger Behinderung, die schro Mobilitätsprobleme hunno, huet sech de fir sie ganz fichtesche Service weiter verschlechtert, och lo am Lauf vun der Corona-Krise. Dat seet eng betraffe Frau, die se schon an eiser Märzsendung iwwer Missstände beim Adapto beklot hat. Langwerdezeiten beim Bestelle vun enger Fahrt vum Adaptobus sinn ëmmen E-Beispiel. De Mobilitätsminister schenkt dem no Buckel vun de betroffene Leiit ze spuren. Die länger zählt Mam Nadia Minuti geheiert zu den über 100.000 Menschen am Land, die no unter der Armutsgrenz leben. Die Frau aus dem Minet hat an einer Februarsendung op ihre Prekärsituation aufmerksam gemacht. Aktuell sicht sie dringend eng neue Wohnung für sie an ihr 2 Kanner. Die Frau kann auch nachweisen, dass sie ihre Loyer von bislo immer regelmäßig überwiesen wird. Wann die App es wisst, dann melde ich bei uns. Et hat se schon ugedeit, an lo as leider konkret ginn, vun den beleefsten a kompetenzste Politiker vum Land geht am Oktober an Pensionioun. Oni d Gast Giberien géwet haut keng alternativdemokratisch Reformpartei, soviel steht fest. Schon 31 Joer lang ass den aktuelle Fraktionspräsident Süddeputéierten an der Chamber an huet sech mat vollem Herz fir Landerleit agesät. Rednerpult huet de joviale Politiker dacks ke blärt fir run de Mund geholl, se engagéiert Optreden as eng langjährige Erfahrung hun dazu beigedrohen, dat hier bis haut vun den besten an noch gefährtste Redner an der Chamber ass. Och vun dieser Platz aus wünsche mir dem Gast viel Fried, a weiter eng gut Gesundheit aus engem nächste Lebensaufschnitt. Den Doyen vom Parlament lässt dann noch mat diesem Schritt segem Nachfolger Fred Keup genug Zeit für sich für den nächsten Wahlen anzuschaffen. Dat wäret gewircht fir das Juli-Edition vun ADR Tele. Merci, dat ihr mat dabei wart. Am Summer machen mal eng Paus mat eiser Sendung. So lang könnt ihr euch fir gewinnt Internet op ADRLU oder bei der Facebook-Seite suivieren.
Bleibt gesund, als sie am Hirscht bei einer neuer Emission nicht mat dabei. Ade!